Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Stell dich ein junger Mensch für den zu Lützburg sein primäres Examen gepackt wird. Ja, das wird lo für viel an der nächsten Tag der Fall sein. Du hast Tritt groß, die Familie ist so frisch. Der nächste Schritt steht ein Studium. Vielleicht zu Lützburg, vielleicht am Ausland, vielleicht ein Bachelor, vielleicht ein Master, vielleicht Vollzeit, vielleicht Teilzeit, weil neben dem Studium geschafft muss gehen. Und dann kommt der Moment, der für viele Familien schwierig ist, von der Finanzierung. Wo wird der Student wohnen? Wie hoch sind die Lebenskosten? Was kostet den Transport, die Abschreibung oder administrative Formalitäten? Aber welche Hilfe kriegt den eigentlich vom Staat? Studienbeihilfen sind dafür nicht einfach administrativ froh. Sie sind ganz konkret froh für die Studenten und ihre Familien. Und vor allem sind sie froh für Chancengleichheit. Sie décidéiert mat darüber, ob jung Leute ihre Weg können gehen, unabhängig davon, aus welchem sozialen Milieu sie kommen. Dieses Projekt kommt nicht aus dem Nichts. Die Lützburger Studienbeihilfe hat eine lange Geschichte. Ihre Grundlage wurde 1977 gelöst, an einer Zeit, wo Lützburg noch keine eigene Universität hat. Für viele junge Leute war es damals normal, für ein Ausland studieren zu gehen. Der Staat hat darauf reagiert an ein System geschaffen, das garantieren, dass auch finanzielle Hürden nicht zum Ausschluss von einem Studium führen. Hier hat sich viel geändert. Als Universität als entstanden angewusst. Studienparcours sind auch mehr divers gehen. Die Lebensrealitäten der Studenten haben sich auch verändert. Viele studieren heute Teilzeit, schaffen neben dem Studium oder haben andere familiäre und persönliche Verpflichtungen. Das System von der Studienbeihilfe gouf iwwer die Jahre regelmäßig angepasst. Das war nötig. Mir hat auch dazu geführt, dass der Kader leider immer mehr komplex ging. Dafür ist dieses Projekt ganz wichtig. Er vereinfacht und aktualisiert viele Elemente. Das ist keine größere Reform, mehr eine sinnvolle Modernisierung von einem Instrument, das für als Bildungs- und vor allem Sozialpolitik zentral bleibt. Herr Präsident, auch die Realität vom Teilzeitstudium wird besser berücksichtigt. Das ist wichtig. Nicht als Student hat dieselbe Ausgangsposition. Es ist richtig, dass das System sich an die verschiedenen Realitäten anpasst und nicht nur an ein klassisches Modell vom Vollzeitstudent. Positiv ist auch die Adaptation von den finanziellen Hilfen und wirtschaftlicher Entwicklung. An einer Zeit, an der die Lebenskosten klammen, der wegen Studienbeihilfe nicht an Aktualität und vor allem an Dynamik verlieren. Auch verschiedene administrative Freien, die am Kader von einem Studium entstehen, gehen in Zukunft besser berücksichtigt. Das sind zwar auf den ersten Blick kleine Details, aber für viele Familien sind genau diese Kosten eine real finanzielle Belastung. Dieses Projekt geht also in die richtige Richtung. Wir sollten es nicht als Schlussstrich in all dem Bald verstehen. Weil die Geschichte, die ich am Anfang gezählt habe, ist nicht für alle Studenten dieselbe. Es gibt Studenten, die auf einen starken familiären Rückhalt zählen können. Andere müssen ihr Studium größtenteils selber finanzieren. Und es gibt noch Studenten, die daheim wohnen, und andere, die müssen eine Leute bezahlen. Und es gibt junge Leute, die ohne familiäre Unterstützung ihre Weg müssen machen. Dafür bleiben auch in Zukunft Fragen ab. Eine erste Frage ist die von den Studenten, die sich das Studium größtenteils selber finanzieren müssen. Viele von ihnen schaffen neben dem Studium nicht aus Komfort, mehr als Notwendigkeit. Für sie als Studenten als Studienbeihilfe nicht einfach eine Ergänzung mit Voraussetzung für überhaupt können studieren zu gehen. Hier müssen wir aufpassen, dass Autonomie und Arbeitseffort nicht zur Benotlegung führen. Eine zweite Frage betrifft Wohnkosten. Es gibt Studenten, die daheim können wohnen. Und andere, die wegen der Distanz, familiäre Situation oder Studium eine Wohnung oder ein Zimmer bezahlen müssen, obwohl sie hier am Land wohnen und hier studieren. Genau diese Kosten sind heute für viele junge Leute eine von der größten Belastungen. Und drittens stellt sich die Frage von der Mobilitätsburs. Historisch war sie absolut gerechtfertigt. Mehr heute hat Lützeburg eine etablierte Universität und andere Realitäten wie nach 4 Jahrzehnten. Dafür wird in sich auch in Zukunft froh muss stellen, ob die Unterstützung sich genug und der reelle Wohn- und Lebenskosten von den Studenten orientiert. Herr Präsident, dieses Projekt verbessert das System, das über Jahrzehnte gewesen ist. Er möchte mehr klar, mehr kohärent, auch mehr No und Realitäten von heute. Das ist begrüßenswert. Gleichzeitig bleibt Chancengleichheit eine Aufgabe, die nie definitiv aufgeschlossen ist. Sie muss immer neue gesellschaftliche und wirtschaftliche Realitäten angepasst gehen. Als gemeinsames Ziel soll dabei klar bleiben. All junge Menschen
soll Meichkeet tun ein Studium unzufänken unabhängig vu sengen finanzielle Moie. An dem Sinn stimmt CSV dese Projekt lo mat. Merci.